Franz, ich bin bei der Elskapelle. Ja, aber dann komme ich dir doch entgegen. Wie beim Schiller. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Es führt kein anderer Weg nach Küsnacht. Bis grad. Danke. Ciao, Franz. Ciao, Franz. Franz Heinzer, so ein lieber Mensch. Das war Tells Geschoss. Was? Na, der Tell, mein Nachbar. So ein grantiger, schießwütiger Kauz. Dauernd rennt er wie narrisch mit seiner Armbrust in der Gegend rum. Aber entschuldigen Sie, habe ich noch gar nicht vorgestellt. Hermann Gessler habe die Ehre. Nick Hartmann, Schweizer Fernsehen. Passt schon. Der Tell hat was gegen mich. Oder gegen die Österreicher. Ich weiß es nicht. Dabei waren wir früher so gute Nachbarn. Aber in letzter Zeit wird plötzlich überall auf mich geschossen. Ob beim Heurigen mit Freunden draußen im Garten oder beim Transcheln in der Migro. Oder wenn ich mal borden will, dann ist jedes Mal das Gleiche. Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Danke. Der Strudel habe ich hausgemacht. Was ist denn passiert, dass der Tell aufs Mal so hässig geworden ist? Ich weiß es nicht. Seit ich mein Hutgeschäft eröffnet habe. Entschuldigung, was? Na, mein Hutgeschäft. Da, schauen Sie. Ich habe im Garten sogar extra Werbung aufgestellt. Drum. Vater, zieh den Hut dort auf der Stange. Wissen Sie, Herr Gessler? Obacht! Ein Hut auf einer Stange in der Schweiz. Schwierig. Seien Sie komplett narrisch! Mach deine Rechnung mit dem Himmel, Vogt! Aber ich bin der Letzte meines Stammes! Das ist mir doch gleich! Nie beuge ich mein Knie vor dem Hut der Tyrannei! Kompletter Schluchti! Deppert davon die Fresse! Oh, sehen Sie, der ist komplett narrisch! Das ist doch nur ein grosses Missverständnis. Ich rede mit ihm. Na, servus! Wow! Das ist eine Begrüßung. Entschuldigung. Sie sind der Gessler, mein Nachbar. Ja, von dem komme ich jetzt gerade. Der muss gar nicht meinen. Nie grüßen, nicht auch Hut. Wer redet denn da von Grüssen? Das ist nur Reklame für ein Hutgeschäft. Fake! Kann jeder sagen. Und außerdem ist noch lange kein Grund, einen abzuschiessen. Wenn er richtig schiessen würde, wäre der schon längstens bei seiner Sissi. Das lässt sich doch alles klären mit einem Gespräch. Auf neutralem Boden. Von Mann zu Mann. Nur unter einer Bedingung. Du schiessest mir den Apfel vom Kopf. Ich habe vor 20 Jahren das letzte Mal das Obligatorische geschossen. Schieß zu! Ich fürchte mich nicht! Ich ziele nicht auf mein... Oh. Wenn und wo? So hübsch hier. Es lächelt der Seher, lade zum Bade. Schön, jetzt klappt. Wegen dieser Hutwerbung im Garten. Das war vielleicht nicht so eine gute Idee. Da habe ich vielleicht die historischen Hintergründe für die Schweizer nicht wirklich bedacht. Einmal die Helsplatte. Ein gutes Miteinander. Danke vielmals. Die schnellen Herrscher sind die Kurzrede. Ich will ja nicht herrschen, ich will Hüte verkaufen. Gib dir doch einen Ruck. Geht's gut? Haben Sie den Mund vielleicht ein bisschen zu voll genommen? Keine Luft. Immer mit der Ruhe, das haben wir gleich.
Danke, gell, Nick. Besten Dank, Herr Hartmann. Ohne Ihren beherzten Einsatz hätten wir noch lange weiter gestritten. Hauptsache, es ist alles wieder beim Alten und ihr redet wieder miteinander. Jo, und ich bin sogar schon dem Club der Armbrustschützen beigetreten. Ja, ja, ein richtiger Eidgenoss. Hey, Nick! Hasta la vista, Baby! Ciao zusammen!